나 도마들이랑 아주 잘함균이 씨씨난겐게 Ich möchte zu allem Anfang 다 meine herzlichen Grüße übermitteln für all die dort über das Internet hier zuhören, die Lamas, die Gurus, die Mönche, die Nonnen und auch die Dharma-Freunde in den verschiedenen westlichen Ländern. Allen meine wärmsten Grüße hier. Gestern haben wir gesprochen darüber, wie Miguel Dorje Orte begründet hat zum Studium der Sichtweise und des Sutras und wie er auch die tantrischen Lehrorte begründet hat, um Mantrayana zu erlernen, und Orte der Klausur, um darin den Weg zur Freiheit, die 6 Dharmas und so weiter zu üben. Wir haben über Karma Schugling gesprochen gestern. Ich möchte da nicht allzu viel Zeit darauf verwenden. Ich glaube, das reicht für soweit. Und ich möchte über die guten Taten widersprechen, Leben und Freiheit der Autobiografie. Und da gibt es ein paar Dinge, die noch zu sagen sind. Und da fallen mir immer wieder Dinge zwischendurch ein, was den ganzen Prozess hier verlangsamt. Aber heute möchte ich über die 31. gute Tat sprechen. Natürlich kann man da eine Reihe von Dingen sagen. Aber ich habe Schwierigkeiten, was jetzt hier der spezielle Punkt, einen bestimmten Punkt herauszunehmen, den Mityu Dorje betrifft. Das, was ich heute hier vortragen möchte, ist innerhalb des Leben- und Lebensgeschichte von Miguel Dorje darin, in dem Kommentar von Sonje Paltrope, in dem die Bedeutung darlegt, aus dem Drehbuchmanuskript darin, in der Aufteilung, das ist kein Wortkommentar, sondern es ist ein Kommentar, der die Bedeutung dieser Verse erklärt, und um es in der Gliederung vorzustellen, wie dort dargelegt, dann sind in den verschiedenen, in seinen Übungen, die sich mit den geringeren, dem mittleren oder dem großartigen Fahrzeug befassen, sind wir darin, dem großen Fahrzeugsübung. Und darin ist am Anfang der Beweggrund, Bodhicitta zu entstehen zu lassen, dann die Handlung, wie er dann sich in den 2 Arten von Bodhicitta hat üben können, und drittens, wie er dann den Vorsätzen und Lebensweisen der 2 Arten von Bodhicitta hat folgen können. Wir sind in der Erklärung des 3., worin 7 Unterpunkte zu verzeichnen sind. Und das erste ist damit befasst, die 6 Arten von ans Ziel gelangt zu sein, die Parameters vorzustellen. Das zweite ist, wie er seinen eigenen Lebensstrom gereinigt hat. Das dritte, wie er die verschiedenen Lebensweisen der Bodhisattvas geübt und dann viertens, wie er dann in Einklang mit Zeit und Ort und fünftens das so im Einklang damit gehandelt hat, was ein gutes Ergebnis bringt und was nicht. Daran sind wieder 2 Seiten zu unterscheiden, nämlich das, was jetzt ein gutes Ergebnis bringt, und wie er das aufgab, was eben keine Früchte bringt, wie er das aufgegeben hat.
5. oder 6. Da scheinen die Zahlen durcheinander geraten zu sein. Das 6. ist, wie er die 2 Arten von Nutzen durch die Kraft der Hingabe bewältigt hat. Und das 7. ist dann, wie er mit Hilfe von Sahelsicht die Fähigkeit erlangt, anderen zu nützen. Wir sind in dem 5. Punkt, nämlich, das 2 unterschiedliche Unterpunkte hat, wie er das, was Frucht erbringt, sich angeeignet und das Fruchtlose aufgegeben hat. Der Grundtext dazu heißt es hier, der Vers heißt deshalb, darauf gegründet, Aufruhr als Konflikt und Streit der Gruppen zu vermeiden, sei man an einsamen Ort mit Bettlerkost und Lumpenkleidung ausgestattet. So, auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. Gestern habe ich über das gesprochen, was dazu führt, ein erfolgreiches Ergebnis zu bringen. Er hat Klöster begründet, hat Statuen errichtet, hat viele Gemeinschaften zusammengeführt. Das waren die Dinge, die ein gutes Ergebnis bringen. Und jetzt sprechen wir über das, was er aufgegeben hat, was er nicht für erfolgreich oder fruchtbringend hielt. Von der Außenseite her betrachtet scheint es so zum Beispiel, dass ein Kloster zu bauen, einen Tempel zu errichten, Statuen zu verfertigen und so weiter und Menschen zusammenzubringen, scheint als eine gute, erfolgsbringende Handlung. Aber in Eigentlichkeit ist das nicht sicher. Es kann sein, dass es eigentlich zum Schaden wird. Es sieht von außen sehr gutartig aus, doch es sollte eigentlich damals sein, so sieht es aus. Doch tatsächlich bringt es nicht den Nutzen für Lebewesen, sondern ist damit sogar schädlich. Und all diese Dinge, die sich als solches erweitern, die eigentlich letztlich schädlich sind, gilt es zu vermeiden, so viel wie man kann, diese Handlung aufzugeben und zu vermeiden. Und darüber heißt es in dem Kommentar von Sanjay Baldrup, dass es da viele Leute gab um ihn herum, in seinem Gefolge und seiner Umgebung, Diener und so weiter, die mit die deutsche Sprachen ihre Meinung kundtaten und ihn an ihn herandrogen, Heiligkeit. Wenn du so große Gutartigkeit versammelt hast und Buddha wirken, dann solltest du diese Gelegenheit ergreifen und solltest das vollziehen, was die anderen in der Sakya und der Trikung-Linie so getan haben, mit großer weltlicher Kraft und Einfluss auch erlangt und zum Beispiel Klöster zu begründen. Und das so drückt man es in Dharma-Worten aus, doch es hat auch damit zu tun, Macht oder Einfluss zu erlangen. Du solltest so sein wie diese. Das wäre doch keine große Schwierigkeit. Du hast so viel Kraft und Einfluss und deine Handlungen sind so einflussreich. Da wäre doch kein Problem, dass du so etwas vollziehen könntest. Wir könnten doch nicht mal im Traume daran denken, so etwas zu tun, aber jemand wie du, für dich wäre das ganz einfach. Du bräuchtest nicht einmal große Mühen aufzuwenden, damit du solches zu begründen könntest. Und man sollte auf keinen Fall auch die Beziehung zu dem Kaiser von China verfallen lassen, die in früheren Zeiten her eine gute Beziehung gebildet haben.
der chinesische Kaiser. Mit der Unterstützung und der Verbindung zum chinesischen Kaiser wird man automatisch in Tibet großen Einfluss und Namen haben. Im Besonderen war der König von Chang, der am Anfang nicht der Lehre des Buddha folgte, aber während der Zeit des Mamliki Dorje dem Weg des Buddha sich anschloss. Und er hat ihn eingeladen, wenn Miki Dorje nach Chang gegangen wäre und wieder dorthin gehen würde, dann wäre dieser König von Chang, der zu der Zeit sehr mächtig und einflussreich war, viele Gegenden in Tibet unterworfen hatte, dann wäre in Osttibet dort dieses machtvolle Königreich von Chang. Dann wäre das ein Garant dafür, dass du, was immer du an weltlichen Zentren oder Orten oder Dharma-Orten begründen möchtest, du das vollziehen könntest. Und er hat wiederum darum gebeten, dass du Anleitung gäbest, was man an alles, was du begehrst, dort an Orten zu begründen wäre. Und wenn eine solche Gelegenheit besteht, dann sollte man die doch nicht verstreichen lassen. Es wäre möglich, da unglaublich großartige, eindrucksvolle Klöster zu errichten. Sie haben dort ihre Hilfe versprochen. Und alles, was an finanzieller Unterstützung dort notwendig wäre, hat der König versprochen, der geben werde. Und die viele wohlhabende Menschen zu dieser Zeit gibt es, die bereit wären, dafür zu geben. Und diese Gelegenheit muss man doch ergreifen. Meiji Dorje sagte, das ist natürlich eine interne Diskussion. Das hat man zwischen ihm und seinem Gefolge, seinen Dienern und so weiter. Er hat natürlich die äußeren Diskussionen gekannt. Und wenn dann die Diener zu ihm kamen und sagen, oh, Miki Dorje, du musst unbedingt dies oder jenes doch bitte tun. Wir können doch diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Dann war das, was Miki Dorje zur Antwort gab, sagte, okay, das ist schon wahr, ich bin einmal nach Chang gegangen. Ich war da, der König von Chang hat mich gebeten, tatsächlich dort zu bleiben. Und er hat versprochen, dass er große Klöster bauen werde. Wenn ich also und es wäre nicht schwierig, dann dorthin zu gehen und wenn er das seinem Versprechen folgte und dann alle diese Klöster bauen würden, große Klöster könnte man bauen, aber große Klöster zu erbauen und so viele Mönche dort zu versammeln, in solchen großen Klöstereinrichtungen, kommt mit der Frage, ob das wirklich für einen selbst und andere von Hilfe wäre. Es wäre nicht schwierig, so viele Leute zusammenzubringen, große Mengen an Mönchen in großen Klöstereinrichtungen zu versammeln. Aber es wäre sehr schwierig, dass darin nur ein einziger wäre, dem man dann von Nutzen sein könnte. Und das, was die anderen Lehrrichtungen mit ihren großen Klöstern dort versammelt haben, mit vielen Menschen, die haben große, kraftvolle Unterstützung von Leuten. Die Leute, die jungen Mönche dort und die Älteren und all diese großen Klöster, die Einrichtungen, die gibt es natürlich. Das sieht sehr gut aus das macht einen guten Eindruck. Und es gibt auch in anderen Lehrrichtungen ganz viele solche großen Versammlungen.
Aber dann in all diesen großen Menschenmengen kommt es natürlich vor, dass man auch Fehler macht. Wir alle machen manchmal Fehler und so kann es sein, dass durch solchen Fehlern, die man dann begeht, darin die Lehre des Buddha tatsächlich beschädigt wird. Und die Frage ist nämlich, ob es dann wirklich von Nutzen, letztendlich von großem Nutzen sein werde. Man wird natürlich nach außen sagen, es ist von großartiger Nutzen, das wird für das Wohl des Dharma, der Lehre des Buddha sein und so weiter. Aber tatsächlich trägt man dazu bei, dass es die Lehre des Buddha schädigt und darin ungute Dinge getan werden. So benutzt man praktisch Dharma als Ausrede dafür, um eigentlich in der Tat etwas Unheilvolles zu begehen und weltliche Ansinnen zu erfüllen. Ich kann so etwas nicht tun. Ich habe dafür keine Zeit. Das war es, was er zur Antwort gab. Und wie ich das andertags auch gesagt habe, gab es da einige Leute, wie auch besonders in Kongpo, eine Kamtsang-Gegend, Kongpo, und also die Menschen dort waren in erster Linie jene, die der Kamtsang-Lehrrichtung folgten und haben wir unterstützt und haben damit gewissermaßen, sie haben dann die Klöster unterstützt. Das war gewissermaßen wie eine Steuer, die sie zu bezahlen hatten, dass sie den Regeln folgten und dann ihren Beitrag leisten. Und so haben einige dann auch ein Kind gegeben an diese Klöster. Das war gewissermaßen eine Anordnung dort, dass sie mussten ein Kind der Familie dafür geben, Mönch zu sein. Und am besten natürlich jenes, was herausragend war in Lernfähigkeit und Intelligenz. Und so war es also eine Anordnung gewesen, dass sie ihre Kinder geben mussten. Und sie kamen zu ihm und haben gesagt, wir haben unsere Kinder als Steuer gegeben, du musst sie also nehmen, du musst annehmen. Und er hat auf seinen Kopf gerieben und hat gesagt, ich habe noch nicht einmal ein einziges Tier aus Vorgeben und Täuschen versucht, hier zu versammeln. So kann man Leute nicht zusammenbringen. Und wenn man dazu über Klöster spricht, worin wenig Nutzen und Sinn liegt, große Klöstereinrichtungen zu bauen, und worüber dann, wenn sie so großartig sind, viele andere wieder neidisch werden und Konflikte erzeugt, dann werden diese Klöster zu Festungseinrichtungen. So sind das also wie monastische Festungen, die errichtet werden. Dass die von außen ganz prächtig und eindrucksvoll daherkommen, aber letztlich die Frage mit sich bringen, ob sie nicht am Ende wenig Nutzen, Schaden bringen. So sagen sie natürlich, dass wir müssen tatsächlich Dharma üben, aber was sie tatsächlich tun, ist dann zum Beispiel, reden wir von solchen Klausurorten, wo sie davon sprechen, dass sie jetzt eigentlich Dharma üben wollen. Aber tatsächlich, wenn sie dann dort sind, dass ganz nette, hübsche Orte sind, wo sie dann sich der Selbsttäuschung einhergeben und solchen angenehmen Orten zu verweilen. Dann gibt es diese Lehreinrichtungen, wo sie darüber sich streiten, welche Position und Rang sie erlangen. Und dann darin wiederum auch die Sektiererei fördern, ihre eigene Lehrrichtung befördern. Und so sagt man auch, dass manchmal solche Klausurorte da ein Ort sind, wo man aus Selbstsüchtigkeit nur den Bauch sich füllt, darin Gier und Abneigung zunehmen.
Und zur Zeit von siebten Kammerbau haben sie solche Camps gehabt, solche Zeltlager, wo die Leute in kleinen Hütten, Zelten dort mit einer Spitze geformt, nach oben spitzen Zelten darin sich niederließen, wo praktisch nur eine Person hineinpasst. So haben sie ein Zelt gemacht für jede einzelne Person. Und sie bleiben also einzeln in ihren Zelten, richten sich nicht nach den anderen, sondern machen ihre eigenen Sitzungen darin. In diesen kleinen Zelten mit spitzem Dach haben sie gewohnt in solchen Zeltlagern, haben darin 3 Jahre vielleicht verbracht, ohne dass sie die Erlaubnis hatten, sich hinzulegen. Und da war gar kein Raum dafür, war sich hinzulegen, das so klein ist. So wie man das auch heutzutage in solchen Retreat-Orten, Klausurorten versucht, dass man selbst, wenn man schläft, immer noch aufrecht zu sitzen kommt und nicht die Erlaubnis hat, sich hinzulegen. Es gab auch keinen Grund dafür, sich da zu entkleiden, weil es auch gar keinen Platz dafür gab, sich hinzulegen. Und so hat man die Zeit in Sitzungen, Übungssitzungen verbracht. So nennt man also ein solches Übungszeltlager, Klausurzeltlager, was gefüllt war mit solchen Ein-Personen-Zelten. Und über solche spricht er, wo er sagt, dass sie darin nur selbstsüchtig ihre Bäuche füllen. Und dann dort viel Opferungen und Geschenke zusammengetragen werden. Und dass sie darin eigentlich die Zeit damit verbrachten, all diese angesammelten Mengen an Geschenken und Gaben zu verzehren, aufzubrauchen. Sie benutzen das als Entschuldigung dafür. Eigentlich, dass sie da mal übten, aber eigentlich war das, sich in Handlung zu ergehen, die sie ablenken. Eigentlich sollte man sich mit Guten auf Gutes hinwenden. Stattdessen verschwenden sie Monate und Jahre mit etwas, was von außen wie gutartig sich gebärdet. Aber nichts, was sie über Jahre und Monate aufrechterhalten können, wenn es schwierig wird. Dann kommt es letztlich dazu, dass man wieder ungute Dinge, unheilsame Sachen vollbringt. Solche Art von Gebaren, solche Hoffnungen und Erwartungen sollte man alle einfach loslassen, so wie Heu herunterfällt. Man sollte überhaupt nicht in der Nähe sein von Leuten, die nur auf weltliche Ziele sich richten. Man sollte dem Beispiel, dem Vorbild jener folgen, die als die Vorfahren der Kagyu-Überlieferungslinie ihr ganzes Leben dem Dharma gewidmet haben, in unbewohnten, einsamen Tälern sich übten. Und Meji-Dorje selber sprach von Tsurpo. Tsurpok, das heißt eigentlich vom Namen her, das Tsur heißt das Tal und Pok ist dann so das letzte Ende, das Obertal gewissermaßen, das Ende von dem Tal, so das Ende von diesem Tal, das Obertal, viele solche Orte gab es in den Bergen, wo ganz viele solche Klausurorte sich finden. Da gibt es auch einen Pung, einen Platz. Meji-Dorje hat dort sich aufgehalten für eigene Übung. Er hat dort in Tsurgi-Pung dort sich aufgehalten. Ich habe, als ich noch jung war, zu diesem Ort mich begeben. In Meji-Dorjes Kung
heißt dieser Ort. Es ist ein sehr, sehr schöner Platz. Eine kleine Hütte ist dort errichtet, oder eine kleine Steinhütte gewissermaßen, die dort, einige, die dort zu finden sind. Und ich habe sie mir angeschaut. Das war sicher ein Ort, wo man damals in der alten Zeit sich hat aufhalten können zum Üben. Es gab mit dieser Hütte gar nicht einmal eine Tür, so eine kleine Unterstand, worin man sich aufhielt, um zu üben. So etwas in unbewohnten Orten zu verweilen, das war es eigentlich, wonach Miki Dorji sich sehnte. So viele gab es dort solche Plätze in Yakche, in Gangzhou. Großartige Orte für Dharma üben. Dorthin zu gehen, so sollte man das unaufwendig gestalten. In einer Weise, dass Leute es nicht sehen können, deshalb auch nicht neidisch werden, in einer völlig unauffälligen Weise es zu gestalten, wäre das Wichtigste. Das hat er immer wieder gesagt. Aber es gab viele, die da Interesse hatten, große Kloster zu bilden und Dharma zu verbreiten und haben dafür viel Aufhebens gemacht, so etwas tun zu wollen. Als er zum Beispiel nach Ost-Tibet ging, hat er viele Geschenke bekommen. Aber er ist extra an Orte gegangen, wo nicht so viele Gönner waren, mehr zu abgeschiedenen Orten, und hat seine Zeit am liebsten dort verbracht, wo Leute waren, die tatsächlich ein Interesse am eigentlichen Üben hatten. Und er hat gesagt, so wie Nyentang, Nyenchen Tangla und so Semodo und Namzo, das waren Orte, die er gerne sich begeben hätte. Und Jomo Gangar. Das wäre wunderbar, dorthin zu gehen. Das war es, wohin sein Herz sich sehnte. Oder er wollte auch den Ort gehen, die Milarepas, Dö, Lapsi, Latvi, Chaji Shri, mit der Milarepas, 6 sogenannte Festungen und so weiter. Dort wollte er sich aufhalten. Solche Orte wollte er als Orte eigener Übung verwenden. Aber soweit ist es nicht gekommen. Er hatte so viele Schüler und Mönche, die von Osttibet, von lange, weit her gekommen waren, um ihn zu sehen, so dass er dann letztlich sagte, kann ich wohl nicht gehen, wenn die von so weit her angereist sind, um mich zu sehen. Wie auch immer. Verabscheute er das weltliche Treiben und große Versammlungen. Solche einsam zurückgeordneten Orte waren das, was er begehrte. Und er hat solche zum Vorbild genommen, die großen Meister der Vergangenheit, so die Art und Weise, wie sie sich üben konnten. Und wenn er über sie sprach, hat er ein tiefes inneres Empfinden dafür. Er sprach darüber, wie diese großartigen Wesen damals sich zu üben wussten. Große Freude an solchem Handeln. Er hat ein großes Gefallen daran, einsam zu verweilen.
aber auch hauptsächlich darum, um andere zu inspirieren, ihm dann so nachzutun und auch in einsame, zurückgezogene Orte sich zu begeben. Es ist nicht, dass er, jemand wie Miki Dörje, ähm, ist nicht so, dass er unbedingt die Notwendigkeit dafür hätte, dass er alleine und einsam sich hätte aufhalten müssen. Es war eher dazu gedacht, anderen ein Vorbild zu geben, wie man solche Art und Weise sich üben könnte und sollte. Und so wie es in der Prajnaparamita heißt, in der 8000-zeiligen, da heißt es, die in Wald und Dorf zurückgezogen leben, das sind die frei sind von Interesse an den zwei Arten von Jhanas und auf den großartigen Buddha-Erwachen Gewissheit finden. Das ist die Art und Weise, tatsächlich in einsam verweilen, zurückgezogen haben, andere Wesen zu nützen. Wenn man frei ist von Selbstinteresse, von Eigeninteresse, dann Bodhicitta in Richtung auf vollkommenes Buddha-Erwahrung, das ist ja, so wie Bodhisattva handeln. Bodhisattvas müssen nicht einsam und zurückgezogen leben, aber wenn sie Zurückgezogenheit heißt, frei zu sein von körperlichen Geschäftigkeit, verbunden mit Selbstsorge, Eigennutz. Wenn man frei ist von solchem Eigennutz und Selbstsorge und zweitens dann noch das Herz des Bodhicitta, den Bodhicitta Herzensmut erweckt hat, dann ist das die Art von, die größte, beste Art von zurückgezogen sein. Das eigentliche Alleinsein. Aber jene, die noch nicht mal ihre Selbstsorge haben aufgeben können, das heißt, die noch nicht mal Bodhicitta im Sinne des Anscheins dieser Welt haben in sich entstehen lassen, dann haben sie nicht diesen großen Bodhicitta-Herzensmut. Nun, dann sind sie nicht so wie die großen Bodhisattvas. Wir sprechen hier von großen Bodhisattvas. Das ist anders für die Shravakas und Pratyekas. Für diese ist die Bodhicitta jetzt nicht von Wichtigkeit, aber für Bodhisattvas ist es wichtig, dass sie einen großen Bodhicitta-Herzensmut haben entstehen lassen. Dass sie frei sind von Eigennutz und Selbstsorge, dass sie in ununterbrochener Weise sich dem im Herz öffnen im Sinne von Bodhicitta und wo immer sie sind, ob sie dann mit Leuten, inmitten Leuten oder irgendwo einsam verweilen, macht keinen Unterschied. Für gewöhnliche Leute auf der anderen Seite macht es einen Unterschied, ob sie in zurückgezogenen Orten sich aufhalten, da wo dann nichts ist, was unser gewöhnliches Verweilen stört. Es mag hilfreich sein, für gewöhnliche Wesen mag es hilfreich sein, dass sie dort von Ablenkungen und Störungen frei. Und Miki Dörje musste also so handeln, als ob er darüber erfreut sei, in solchen zurückgezogenen Orten sich aufzuhalten, um andere zu inspirieren. Es wäre also vielleicht nicht so aufwendig, große Klöster oder Lehreinrichtungen zu etablieren, aber selbst wenn es täte, dann ist die Frage, dann müssen dazu dann gibt es dafür wieder Felder und Landstriche, die dafür solchen Klöstern zugeordnet sein müssen. Dann braucht es die Gönner, die das unterstützen und so fort.
gibt ein Zitat, das im Abhidharma Kosha enthalten ist. Sagt hier, die Haushälter haben Schwierigkeiten. Es ist schwierig für Haushalter, die Welt sich zu erwerben und den Glauben und Vertrauen in die drei Juwelen zu entwickeln, weil sie da, um ihre Nahrung und Lebensunterhalt zu bekommen, damit sie dann den weltlichen Prinzipien sich unterordnen und da ihre Gebete an weltliche Kräfte richten und bringen zum Beispiel Mehl und Weihrauch und so weiter weltlichen Kräften dar, damit es ihnen für ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Es ist schwierig, darin keine falsche Lebensweise zu entwickeln. Aber die Ordinierten auf der anderen Seite waren nur damit beschäftigt, waren damit befasst, dass sie zum Bettelgang gingen, und wenn dann niemand ihnen Essen gab, dann war es auch wieder sehr schwierig. Also ihr ganzer Lebensunterhalt hing davon ab, dass die Gönner und Sponsoren hatten, die ihnen regelmäßig ihren Lebensunterhalt gewährten. Und es war dann sehr schwierig, sein Leben zu unterhalten, wenn man das ganze Leben nur davon abhängig ist, das von Gönner oder Sponsoren anzubieten. Selbst wenn man nicht möchte, dann hat man das Bestreben, diese Leute in diesen Lebensumständen seinen eigenen Geistesstrom zu bezähmen. Die Leute hat darüber nachgesonnen und man kann natürlich solche Gebäude errichten, aber wenn man nicht dabei sehr vorsichtig ist in solchem Errichten von großen Klöster-Institutionen, dann kann daraus ein großer Schaden für andere entstehen. Wenn man in einsame, zurückgezogene, unbewohnte Gegenden sich begibt, oder nicht mehr als ein paar wenige Mönche vielleicht sich aufhalten, dann ist das ja, wenn man dort unauffällig und sehr bescheiden im Auftreten dort sich aufhalten könnte. Das würde wenig Aufheben verursachen. Er hat ein großes Interesse daran, an solchen einfachen, schlichten, zurückgezogenen Orten sich aufzuhalten. Aus diesem Grund heraus denke ich, ist das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, es für heute damit bewenden zu lassen. Am 29. haben wir wieder einen Tag. Wir haben 3 weitere solche Tage. Die nächste Sitzung wird am 29. sein. Wie anderntags gesagt. Da gäbe es viele, viele Dinge, die darüber zu sagen werden, auch über Mikhail Dorje. Und wenn ich nicht alles sagen würde, dann würde es noch ein weiteres Jahr brauchen. Aber ich glaube, ich muss nicht alles hier aussprechen. Auch wahrscheinlich kein großer Nutzen. Aber es gibt einige wichtige Punkte, die immer noch verbleiben, die ich sagen möchte. Zum Beispiel, was den 5. Sharma Günther Yenlag anbetrifft. Sein Hauptschüler Mikhail Dorje. Es gab da einige Schwierigkeiten. Viele von uns wissen darüber gar nicht. Ich habe darüber selber anfangs nicht viel gewusst. In der Vergangenheit dachte ich, dass in der ersten Jahr unseres Frühlings damals, als wir damit über Deutsche haben sprechen
zu besprechen begonnen. In dem ersten Jahr also habe ich durch die verschiedenen Quellen geschaut und habe eine alte Handschrift gefunden, worin eine Diskussion war, die die Schwierigkeiten beschreibt mit dem Erkennen der und mit die Deutsche und so weiter. Ich habe darin nicht nach diesem Text habe ich nicht Ausschau gehalten, aber es fiel mir sozusagen in die Hände. Und ich hatte den Eindruck, das ist sehr wichtig. Ich habe ihn an einen Platz gelegt und ich habe gedacht, später muss ich mir den unbedingt anschauen. Dann konnte ich ihn nicht finden. Ich habe immer wieder danach geschaut. Ich konnte ihn nicht finden. Ich habe jetzt noch keine Idee, wo dieser Text ist. Ein sehr wichtiger Punkt. Aber egal, jedenfalls, selbst wenn ich ihn finden könnte, es gibt viele andere Dokumente, in denen auch diese Dinge beschrieben sind. Und es gibt noch ein paar andere Punkte, über die ich etwas sagen sollte. Okay, jetzt haben wir die Wunsch und Widmung.